Wir kommen zur Frage FG2, wo ist Gott? Die Antwort lautet, nach unseren menschlichen Vorstellungen versuchen wir, Gott räumlich zu lokalisieren. Darum finden wir bei den heidnischen Gottesvorstellungen des Altertums wie auch im Neuheidentum derartige Angaben. Die Griechen glaubten, ihre Götter würden auf dem Berg Olymp wohnen, und die Germanen lokalisierten sie in Walhall. Der französische Mathematiker und Astronom Laplace meinte, ich habe das ganze Weltall durchforscht, aber Gott habe ich nirgends gefunden. Ähnliches stellten auch die sowjetischen Kosmonauten fest. Nikolajew, der mit Vostok 3 1962 unterwegs war, sagte, ich bin Gott bei meinem Flug nicht begegnet. Alle diese Aussagen sind im Licht der Bibel grundfalsch, denn Gott ist überräumlich. Er, der den Raum geschaffen hat, kann nicht Teil des Raumes sein. Vielmehr durchdringt er jede Position des Raumes, er ist allgegenwärtig. Dies erklärt Paulus den heidnischen Athenern auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, Vers 28. In ihm, also in Gott, leben, weben und sind wir. Der Psalmist weiß ebenso um die Realität, wenn er bekennt, ich gehe oder liege, so bist du um mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139, Verse 3 und 5. Auch hier wird das vollständige Umgeben und Durchdringen Gottes angezeigt. Die mathematische Vorstellung von höherdimensionalen Räumen, unser Raum hat 3 Dimensionen, kann uns bei der Frage, wo ist Gott, eine Hilfe sein. Der n-dimensionale Raum ist dabei nur eine Untermenge des n+1-dimensionalen Raumes. So ist zum Beispiel der 4-dimensionale Raum nicht vom 3-dimensionalen aufnehmbar, dennoch durchdringt er ihn völlig. Diesen Sachverhalt beschreibt die Bibel, wenn es in 1. Könige 8, Vers 27 heißt, denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen.